für mich. Mein Gott, also Cabaret Bresco und so hat es mir möglich gemacht. Ein bisschen Schleim am Anfang tut immer gut. Ich sage immer so. Sie werden entschuldigen, ja? Welcher Veranstalter gibt einer Ratte eine Bühne? Ja? Vielleicht glauben Sie, wenn ich anrufe, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Ursula von Regen, ich würde gerne mit auftreten. Bitte, wer sind Sie? Ursula von Regen, ja, was sind Sie? Ich bin eine Ratte. Ja, ich musste mich live vorstellen. Ich bin hin und habe gesagt, lieber Herr Breschke, lieber Herr Schuch, was sagen Sie? Ach, komm, du bist lustig, komm, du bist lustig, ja? So. Ja, deswegen, heute Abend, ich kann nur eins sagen, mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz. Ich war noch gar nicht fertig. Ach, was haben Sie denn erwartet, was ich sage? Ich wollte sagen, mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz fürs Überleben. So lautet der Spruch heute. Da müssen Sie gar nicht so lachen. Von Ihrem Geld kaufe ich morgen ein Käsebrötchen. Sie sehen schon hier, ich meine, die Ereignisse, meine Damen und Herren, die Ereignisse überschlagen sich, ja. Da sitzt man wochenlang am Rechner vor dem Programm und denkt, was kann man dem Homo sapiens mal so sagen, damit sie recht bald von diesen Erdenball verschwinden. Nichts kann man sagen, weil sie werden es nicht tun, aber schauen Sie mal, ja, so. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, hier schauen Sie mal, ja, an Wasser erinnert das hier, ne? An Wasser erinnert das. Oh, dieser Eierlof, oh, werden wir es schaffen, ja. Und dann die Stimme im Hintergrund, wir brauchen keine Zweitstimme, nehmen Sie auch die Zweitstimme für uns, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weg war er, der Brüdeler. Bums, hat's gemacht. Da liegt er, ne? Mit seinem Röschler und wie sie alle heißen. Wirklich, hören Sie mal auf, so höhnisch zu lachen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich habe nichts gegen Lachen, ja, aber Auslachen, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich meine, das sind 500 Abgeordnete, die sind jetzt arbeitslos. Ja, sehen Sie mal, so wird ein Schuh draus. Mal ein bisschen Mitleid mit diesen armen Menschen, ne? Ich meine, was bleibt ihm weiter übrig, ne? Arbeitslosengeld 1 Jahr, dann Hartz IV, na, da bin ich mal gespannt, ne? Zu was Sie die umschulen wollen, gerade der Herr Röschler, ne? Ja, soll er jetzt Brillen putzen gehen, der hat doch keine Ahnung mehr von seinem Fach, ne? Trotz Brille hat er nicht durchgeblickt, in seiner Partei hat nicht durchgeblickt. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, die Armen, ja, ach so, es geht ja weiter, schauen Sie mal hier rechts neben sich, ja? Ich habe ja mit dem Herrn Schuck vorhin gesprochen, ja, die hatten ja hier 2002 wirklich die Kacke am Dampfen, also eher gesagt das Wasser, ne? Schauen Sie mal da unten, da kann man es noch sehen, bis wohin denen das Wasser stand, ja, so. Und was schreibt die Mopo neben mir, ja, die intelligenteste Zeitung übrigens von Dresden, ja? Viele Bilder, wenig Buchstaben, damit es doch der letzte Idiot kapiert. Ja? Was steht da, ne? Die Flut ist weg, jetzt kommen die Ratten. Ja, die bösen, bösen Ratten, da sind sie wieder. Mensch, Leute, wir waren nie weg. Also jetzt mal Ihre Lache würde ich mir aber gerne mal aufnehmen. Die finde ich wirklich klasse. Wirklich, ja. Noch mehr von Ihnen in der ersten Reihe und das stimmt hier, das kann ich Ihnen sagen, ja. Bevor wir in die Pause gehen. Psst. Wenn es den da oben gibt. Psst. Dann gibt es den da auch. Psst, 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 psst. Er kommt immer dann, wenn wir überhaupt nicht ihn gebrauchen können. Wenn das Konto leer ist. Der Dispo längst überschritten. Und trotzdem stehen wir vom Schaufenster und will es haben. Meinen Schatz. Da kommt er von hinten. Oh, dann nimm ihn doch. Nein, wir können ihn uns nicht leisten. Doch, wir haben doch einen Dispo. Nein, es geht nicht. Doch, du wirst sehen. Komm, wir gehen zur Deutschen Bank. Die werden uns mit offenen Armen empfangen.